Der Junge hat zu Weihnachten von Opa eine Geige, eine Violine gekriegt. Hat wie ein Traum, was er immer gehabt hat. Und ich bin so froh, dass wir dieses Instrument und der hat das gekriegt. Und ich bin so froh. Aber der Paar wird nicht so froh. Aber das, aus dem Februar dann irgendwann fragt der Opa, wer das dann mit der neuen Geige? Dann sagt er, weißt du, was Opa halt viel Geld verdient damit. Ah ja, was ist die irgendwo Präsentierungen merken? Und dann sagt er, nee, das Thema erst jedes Mal, wenn ich üben will, dann das paar mit $10 geben, dass ich nicht üben darf. Wenn es dem gefällt, das nicht das Ganze geklang, und dann verdiene ich Geld. Wenn ich Geld habe, dann einfach bloß üben und mein Paar betont mich, dass ich was stelle sie. So, naja, wer mal gehört hat, einen wird Geige wird, ist das nicht immer ganz interessant beim Üben. Aber wenn eins wer will lernen, muss ich üben, und dann ist das nicht alles perfekt. Einige ältere Leute können ja niemals was üben. Nicht mal den Dash absetzen. Keine Fehler merken, wenn sie das Glas 2 schielen. Mein Junge kennt das nicht, mein Mädchen kennt das nicht. Der wird nicht waschen lernen, der wird nicht absetzen lernen, der wird nicht Instrument lernen, wenn es das passt bei mir nicht nennen. Und alles, was mir nicht nennt, passt, die ist nicht bereit. Der soll das so lernen und so dann das ich das will haben. Und wenn nicht, dann will ich dem betonen, dass die still sind, dann habe ich Frieden, wenn es im Moment. Aber ab lange sagt nicht. Die Bibel sagt uns in Philippa Kapitel 2, Vers 14 und 15 folgendes. Da steht alles im Leben ohne Murren und ohne Zweifel. Und dass die alle ohne Tadel sind in Gottes Finger. Anstreblich mit einem Geschlecht, was nicht perfekt ist, dass die ein Licht für diese Welt sind. Mag Gott die wieder anleiten, dass die Sache ohne Tadel ist, in der Form, dass die anderen sich entwickeln und das so tun, dass die keine Fähre kommen.